Das hier. Checker oder Checker Tobi? Ich glaube, manche von euch brauchen einen Reality-Check, weil ich sehe mittlerweile Kommentare, die sagen, Checker Tobi über Checker Can. Sag mal, geht's noch? Checker Can war der beste Türke auf dieser Welt. So, mittlerweile gibt's auch Checker Julian und Checkerin Marianne. Wer zum Frosch ist Checkerin Marianne? Wer zum Frosch? Checkerin Marianne, was habe ich verpasst? Alle, die sagen, dass Checker Tobi besser ist, waren nicht alt genug, im Prime Checker Can zu erleben. Lack, wer ist Checker Can? Was, wie redet er, ja? Bruder, wer ist Checker Can? Nein, Richmond. Ich sag auch Checker Can, der Goat. Checker Tobi auch krass, aber Checker Can besser. Das hier. Du wieder schreckst deinen tauben Freund. Können Taube reden? Also geräuschig? Ja, eigentlich schon, ne? Aber machen die nie. Großer Mann regiert auf kleinen Mann. Nichts. Ich auch nicht. Porn Acting. Wir werden Golf spielen. Oh, Digga, das ist gefährlich. Ja, dann bleib hinten. Wir werden ein Speedboot fahren mit 300 PS. Ja. Jetski. Oh mein. Ich sag's da. Ach, hab ich auch schon 100 Mal gesehen, Jungs. Wollt ihr alle den gleichen Clip die ganze Zeit schicken? Hab so eh meine DM bekommen. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. Tafelbild. Aber ich hab auch noch ein krasses Bild, aber ich hab mein scheiß Handy nicht hier. Guckt euch das Bild hier an. Guck mal, wie ich lachen musste. Ja. But I know someday I make it out of here. Gänsehaut. Muss ich ja mehr TikToks machen, aber ich bin momentan auf einem guten Grind. Ich mach so jede Woche vielleicht so 2 TikToks. Ich bin momentan wieder auf einem guten Grind. Doch, ich komme an meine Prime zurück, Leute. Ich muss nur, die Ideen müssen halt wieder da sein. Ich weiß nicht, wie ich es damals hinbekommen habe, aber das... Ach du Kacke, das war so peinlich. Jetzt aber, Hugo! Digga, so ein peinlicher Schuss, ne? Das ist so ein wasserpeinlicher Schuss. Hugo! Let's Hugo! Wie viel Geld machst du damit? Ich mach 0 Geld mit TikTok. 0, wirklich 0. Ich bin nicht in diesem Creator-Programm. Weil ich Luxemburger bin. Das gibt's in Luxemburg gar nicht. Voll scheiße, Digga. Bruder, wäre ich in diesem Creator-Programm, ich hätte jeden Tag einen TikTok hochgeladen. Aber, Mann, ich bin so neidisch auf Wichtiger, aber ich glaube, der hat das, wie ich das richtig verstanden habe, ich weiß aber nicht. Und er hat jetzt von diesem Europapark-Ding, hat er jetzt einfach so einen 3-Minuten-Vlog hochgeladen. Aber er hat ein neues TikTok gerade hochgeladen. Freunde, haut mal eure krassesten Schulstories raus, für die ihr entweder fast von der Schule geflogen seid oder so einen Verweis oder so bekommen habt. Ich fange an, ich habe gleich 2 Stories. In der 8. Klasse hatte ich meinen besten Homie, Bro wird wirklich TikToker, Digga. Bro wird wirklich TikToker, das ist crazy. Olli. Grüße gehen raus, Bro. Ich habe den einfach im Französischunterricht einfach den Stuhl weggezogen, Bro. Er fällt so komplett gegen die Wand, Bro. Kopf an Wand, Bro. Erstmal so, er liegt so da, Bruder. Also, wir alle Ey, Jungs, Bro. kennen so den besten Freund. Der spielt das da noch so runter, dass du richtig Stress bekommst, ne? Ich schwöre, ihm ging's gut, Bro, aber er lag da so. Ich schwöre, er hat geactet, Bro. Er lag da so eine Minute. Bro, Wichtiger, du bist kein TikToker, Digga. Ach du Scheiße. Er ist gerade 1:1 TikToker. Du bist kein TikToker, Bruder. Aber wisst ihr, was das Traurige ist, Bro? Das TikTok wird viral gehen. Das TikTok wird safe viral gehen, 100%. So lange hast du die Lehrerin erstmal einen aufspielen lassen und so, Bruder, hat auf einmal, sie ist ausgerastet, Bro. Sie hat so, ja, das geht nicht, Bro, das ist ultra gefährlich. Check ich auch, okay? Und das Ey, Wallabilla, diese Kommentare, aber ne, schämt euch alle, schämt euch in Grund und Boden mit diesem Scheiß, auch mal kleine Creator supporten. Hört auf. Das ist nicht lustig, es ist wirklich nicht lustig. Hört auf damit, ihr müsst aufhören. Ich glaube, die meinen dich. Liebe Geldwäscher, Menschenhändler, Steuerhinterzieher, Umsatzsteuerbetrüger. Anlagebetrüger. Jetzt ist Schluss mit Sekt und Party. Denn jetzt eröffnet in Nordrhein-Westfalen die Zentrale und Anlaufstelle zur Bekämpfung von Wirtschafts- und Finanzkriminalität. Kurz CFIN. Zugegeben, Meinen die nicht? extrem sperriges Wort, aber total wichtige Behörde. Ab heute sitzen hier Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, die nur ein Ziel haben. Euch hochnehmen. Und das Geld für den Steuerzahler und die Steuerzahlerin zurückholen. Denn
wir brauchen das Geld dringend für Kitas, Schulen, Straßen, Brücken. Und die machen das nicht allein. Polizei und Steuerfahndung sind mit an Bord. Eure Geldwäschetricks, Eure Nicht? Steuerhinterziehung, Nicht? eure Ausweichmanöver. eure Betrugsmaschen am Finanzmarkt. Vergesst es. Jetzt werden diese Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sich um euch kümmern. Denn genau darauf Ja, da könnte ich ja die ganzen Streamer in Deutschland freuen. Ich habe nie von irgendeinem Streamer irgendwas gehört. Doch, von einem Streamer habe ich so ein bisschen was gehört, was in Richtung Steuerhinterziehung geht, aber ich glaube nicht. Ich glaube, da ist schon alles. Ich glaube, das Ding ist, ich glaube, in Deutschland gibt es trotzdem ein paar Tricks, wie du trotzdem nicht so viele Steuern bezahlen musst und es trotzdem legal ist. Bei den Sachen, die ich mitbekommen habe. Also ich glaube, selbst in Deutschland musst du gar nicht so krass Steuern bezahlen, wenn du ein paar Tricks hast. Und die legal sind, das ist nicht illegal. Salty Springs, ja, da springen wir die in die Luft. Ja, hab ich gestern gesehen. Hast du das mit der Produktion von Speeds Tour mitbekommen? Die ist so kacke. Ja, ich hab's gesehen. Bruder, aber was ist dieses, dass Slips gefeuert wurde? Das stimmt gar nicht, oder? Das ist wieder so TikTok-Shit, oder? Wichtiger, wenn der TikTok-Einnahmen sieht. Digga, ich musste jetzt anrufen und ich musste fragen, wie viel er mit dem Europa-Park-Ding gemacht hat. Bro, weil wenn ja, dann muss ich auch irgendwie gucken, dass ich an dieses Creator-Ding rankomme. Ich bin... Achso, wichtig, du bist hier. Warte, ich hab dich angerufen jetzt. 30 € hast du gemacht? Ja. Hä, aber ich dachte, das wäre viel mehr. Ja, keine Ahnung, Bro. Ich dachte auch, aber maybe keiner hat geguckt, Video, kann sein. Oder Checkst keiner du? hat geguckt, du hast 180.000 drauf. Ja, trotzdem keiner geguckt irgendwie. Checkst du, was ich meine? Ey, Freunde, aber haut Bruder, mal- können wir ganz kurz über dein neuestes TikTok reden? Was? Bruder, du bist kein TikToker. Bro, ich kann kein Video machen, Bro. Stream guckt eh keiner, Bro. Was soll ich sonst machen, Digga? Nicht? Nein, ich check dein Grind, aber Digga, dich so zu sehen macht mich fertig. Du meintest legit gestern, Ja, ich weiß. dass du mich da siehst. Ich weiß. Du Hurensohn, änderst deine Meinung wirklich dauerhaft. Nein, ich weiß, also, guck mal, in meinen Augen bist du, also, guck mal, wenn du das so weitermachst, das Was wird... schreibt Rypex? Was hat Rypex geschrieben? Es gibt ein zweites Erklär Programm, mal, da verdienst du mehr. Was ist das? Erklär mal mehr, Rypex, erklär mal mehr. Erklär, Bro, weil ich hab... Erklär mal mehr. Nee, aber guck mal, ich sag, wenn du so weitermachst, es wird 100% funktionieren, weil du hast halt auch eine TikTok-Fresse. Habe ich dir schon gesagt, ne? Ey, Du hast eine TikTok-Fresse, es ist so. ey, beruhig dich. Du hast so eine richtige 0815 TikTok-Fresse. Du Hurensohn, Digga. Und das TikTok-Gerede hast du auch schon gut drauf, weil ich habe gerade das TikTok gesehen jetzt, dein neuestes. Bro, das Ja. ist wirklich, als würde ich von irgendeinem TikToker, der 3 Millionen Follower hat, in TikTok gerade gucken. Aber schreib mal deine Story rein. Ja, mir fällt nichts ein. Meine ganzen Stories habe ich schon 5-mal erzählt im Stream. Ey, egal, schreib rein. Okay, mache ich gleich. Danke. Okay. Okay, einmal bei Kevin ranten, Digga, 100 €, cool. Ich folge auch aber beim Vlogging. Digga, ihr könnt mich ja noch mal Arsch lecken, Digga. Junge, ich hau alle. Oder ich mach Ansage gegen alle. Ja. Wenn du jeden Tag Bier trinkst, glaub es oder nicht, dein Körper könnte tatsächlich auf seltsame Weise davon profitieren. Hier sind 5 überraschende Vorteile, die die meisten nicht kennen. Erstens, es kann deinem Herzen ein wenig helfen. Leichte bis moderate Biertrinker haben ein etwas geringeres Risiko für Herzinfarkte. Das liegt daran, dass Bier die Durchblutung fördern und die Blutgerinnung verringern kann, aber nur in Maßen. Zweitens, deine Knochen könnten stärker werden. Bier enthält Kieselsäure, ein Mineral, das den Aufbau und Erhalt gesunder Knochen unterstützt. Stärkere Knochen bedeuten weniger Bruchrisiko im Alter. Drittens, du schläfst wahrscheinlich besser. Bier enthält kleine Mengen an Magnesium, Kalium und sogar B-Vitamine. Diese Kombination hilft dem Körper, sich zu entspannen und leichter einzuschlafen. Viertens, dein Gehirn bekommt einen kleinen Schub. Studien zeigen, dass moderat... Leute, ich trinke jetzt jeden Abend ein Bier. Ein Feierabendbierchen. Wir müssen eigentlich, wenn wir in Österreich sind, Bier trinken. Müssen. Geht nicht anders. Ich hab's nicht gesehen, ich muss noch mal sehen. Ey, das ist nicht lustig.